Hallo zusammen, hier ist Glitus von Crown Crew und stellt euch vor, das ist das erste anständige Gameplay, das ich gestern auf der PS3 geschafft habe. Scheisse, vorgestern war das schon, am Freitag oben, genau so sieht es aus. Hier keine Unwahrheiten erzählen. Und zwar, ja, ihr seht, ich bin hier, keine Ahnung, irgendwie absoluter Low-Level. Ich konnte gerade mal meine eigene Klasse zusammenstellen, darum ziehe ich jetzt auch noch ein bisschen mit der UMP rum. Dabei, für PS3 Crown Crew ist natürlich der Speuz, der Second Fighter, der Betty Andy und Schlitzohr. Und ja, wir haben hier Gegner also richtig runtergeholt. Das ist relativ gut gegangen. Sie waren, glaube ich, auch nicht wirklich gut gewesen. Darum konnte ich schlussendlich auch so einen Score herlegen. Weil, ja, viele wissen es ja vielleicht oder auch nicht. PlayStation 3 habe ich ja schon länger. Es hat auch immer wieder ein Game gegeben, das vor allem exklusiv dort ist rausgekommen, wie Uncharted zum Beispiel, Killzone. Die habe ich mir dort gekauft, also von dem her ist die Steuerung für mich nicht etwas völlig Neues. Was aber halt wirklich ein riesen Unterschied ist zur Xbox, für die es nicht so kennen, bei Xbox tun wir eigentlich mit den unteren Tasten schießen. Also die mehr wie einen Abzug gemacht sind, auch beim PlayStation 3 Pad. Und bei PlayStation 3 ist es eben so, dass man mit den oberen Tasten schießen, L1 und R1, wenn ich mich nicht täusche. Was auf der Xbox LB und RB wären. Und dort schießt man auf der Xbox eben Blendis und Granaten. Und darum tue ich ab und zu, anstatt zu zielen, einen Blender schießen. Und ja, da muss man sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Es ist ein bisschen komisch, dass man das nicht umstellen kann. Aber das ist an und für sich kein Problem, weil, um ganz ehrlich zu sein, es ist in meinen Augen realistischer, wenn man mit den unteren, also R2 und L2, zielen und schießen. LT und RT ist, glaube ich, auf der Xbox lag, jetzt habe ich ein bisschen durcheinander. Aber eben, ich meine, weil die schon mehr so wie Abzüge von Pistolen sind oder so, finde ich das eigentlich ein bisschen realistischer, aber es ist in meinen Augen einfacher auf der PS3 zu ballern, weil dort muss man eigentlich nur schnell so ein Knöpfchen drücken und vor allem gerade so Single-Shot-Waffen hat man dort vielleicht ein bisschen einen Vorteil, aber das ist nur ganz klein und wie gesagt, eigentlich sollte es einstellen, dass man das wählen darf. Ja. Das wäre es eigentlich auch schon. Dann, was mir noch aufgefallen ist, auf der PlayStation 3, ich spiele ja nicht mit der Taktiksteuerung, sondern halt auf dem rechten Stick das Messer drauf. Und das geht mir auf der PlayStation 3 weniger gut vor Hang. Auf der Xbox kann man durchklickern, dann buttert es durch den Gegner durch und auf der PS3 hat das in mehr als der Hälfte der Fälle gar nicht funktioniert. Und das kann auch ein bisschen damit zu tun haben, dass meine Internet-Connection jetzt gar nicht unbedingt so optimal ist, weil ich PlayStation 3 momentan noch wireless mit dem Internet verbunden habe. Das stellt sich da raus. Dann, was für mich auch noch sichtbar war als Unterschied, auf der Xbox ist das Bild eigentlich fast ein bisschen schärfer vom MW3, aber durch das hat es an den Ecken und Kanten vielleicht auch ein bisschen mehr so Treppenstufen, so ein bisschen pixeliger. Es ist zwar nur ganz minim, aber es sieht aus, als wäre auf der PlayStation 3 noch ganz ein kleiner Weichzeichnerfilter drauf, wo das Ganze einfach so ein bisschen einheitlicher aussieht. Ich finde, es ist kein Nachteil, es ist kein Vorteil. Egal welchen Modus das der Hersteller bei der Konsole gewählt hat, das funktioniert beides prima, aber es ist mir rein vom Optischen eigentlich aufgefallen. Und dann ist es natürlich so, PlayStation 3 kann ja gratis online spielen. Und hoffentlich ist das auch gratis. Weil das muss ich ganz ehrlich sagen, die ganze Online-Service auf der PS3 ist sicher nicht schlecht, gar keine Frage. Aber man merkt einfach, dass Microsoft ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, weil wir ja 100 Steine im Jahr müssen zahlen für Xbox Live. Aber dafür ist die ganze Menüführung mit dem Avatar, mit untereinander kommunizieren, mit Party-Chat und so, ist wirklich viel benutzerfreundlicher gemacht als auf der PlayStation 3, wo es eigentlich nur das Minimum gibt. Und gerade weil beim MW3 eigentlich die Chat-Funktion sehr, sehr leid ist und auch die Qualität nicht gut, kann man auf der Xbox eben Party-Chat machen, dort ist es dann besser und auf der PS3 hat man die Option gar nicht. Ist ein bisschen schade, aber nicht wirklich ein Hindernis. Mir hat es auch ein bisschen gedacht, es hat ein bisschen mehr gelegt, aber das liegt vielleicht auch an meinem eigenen Setup. Da möchte ich jetzt nichts dazu sagen. Und Jungs, ganz ehrlich, ich will niemanden sehen, der jetzt hier Konsolenkrieg anfängt und dieses und jenes ist besser. Ich habe alle Konsolen, die ich drauf zocken will. Glücklicherweise kann ich mir das leisten.
Und ich finde hier alle gut. Habt ihr den Predator-Fell gesehen? Ich wollte den Typ natten, er hat mich nicht gesehen und habe ihn einfach abschießen. Ganz schwenken, ja. Anyway, eben kein Konsolenkrieg. Ich finde beide cool, alle cool. Haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und darum bin ich froh, dass ich die Möglichkeit habe, die auch auszuprobieren. Und werde gerne wieder mit euch zocken auf der PS3. Sicher nicht so häufig wie auf der Xbox, wo ich will, ja, dass meine Skills einigermaßen gut bleiben. Und wenn man ständig wieder das Kontrollschema wechseln und sich an andere Sachen gewöhnen und so, ich denke, das ist nicht zum Vorteil der Qualität des Spielers. Darum, die Xbox wird meine Heimkonsole bleiben, aber jetzt habe ich auch die Möglichkeit, wie ich schon erwähnt habe, 2-3 Mal im Monat das vorankündigen, ein bisschen mit euch durchzocken. Ganz eine witzige Sache, absolut. Dann ist es so, ihr habt es sicher gesehen, PS3-Jungs, ich habe euch alle Einladungen geschickt, Freundesanfragen. Ich wäre froh, wenn ihr das Zeug annehmen würdet. Und auch wenn ihr mir es am Freitag oben nicht geglaubt habt, der Crown Cletus ist wirklich der Crown Cletus. Es ist keiner, der du möchte gerne ist und irgendwie möchte Huren reindrücken und so. Ich halte den Abstand zwischen Crown und Cletus nicht machen wegen der PS3. Aber das ist ja kein Problem. Klar, ich hatte schon vorher einen Account, aber weil ich fast nicht gezockt habe, bin ich auch nicht traurig wegen der Trophäe oder was auch immer, dass ich hier verloren habe. Ja, das wäre es eigentlich zu dem. Der einzige, der nicht ist gegangen, ist der Source Codex. Und dort habe ich auf der Kanalseite bei YouTube Links ja alle gelistet. Und dort habe ich vielleicht einen Schreibfehler gemacht, weil wenn ich es so eingegeben habe, hat es den Benutzer nicht gefunden. Also wenn es den noch gibt, wäre ich froh, wenn du sonst mich anfragen könntest. Ich habe mich jetzt bei den PS3-Leuten auch unter dem Speuz drin. Und dann sollte das dann so schon gehen. Was nicht so schön war, ich habe ja das Turtle Beach Air Force X41 Headset für die Xbox und dann musste ich feststellen, dass das nur mit einem Adapter auf der PlayStation 3 auch so funktioniert, dass man chatten kann. Wo ich zwar den Sound und alles gehört, aber eure Stimmen, die ihr hier mitgezockt habt, nur ganz leise oder gar nicht und können zurückreden, habe ich eigentlich nicht können. Darum habe ich das jetzt gerade zum Anlass genommen, mal ein Headset von einem anderen Hersteller zu kaufen. Und zwar habe ich mir ein Triton AX Pro noch gekauft. Und nachdem dass mir das der Swiss oder eben auch der Speuz empfohlen hat, er hat das selber auch. Und ja, ich werde sicher nächstes Weekend oder spätestens in 2 Wochen ein kleines Vergleichsvideo machen, weil es ja doch markante Unterschiede, die 2 Headsets haben. Und dann würde ich euch sonst noch darüber etwas erzählen. Das ist für mich auch eine gute Gelegenheit, mal ein bisschen zu vergleichen. Weil ich muss sagen, das Air Force hat gewisse Nachteile, die ich nicht so cool finde. Aber über das Triton kann ich noch nicht viel sagen, habe ich noch zu wenig ausprobiert. Das wäre jetzt noch zu dem gewesen. Im Hintergrund habt ihr einiges an Action gesehen. Zwischendurch habe ich auch ein bisschen auf Gegner gewartet. Weil man ja nicht alle noch reinsäckeln, wenn schon 3-4 auf einen warten. Und gerade weil wir so auf die Kappe geschissen haben, den Gegner, sind sie sehr, sehr defensiv und campig geworden. Aber ja, nichtsdestotrotz, die haben wir schön rausgespielt. Also es hat mir wirklich richtig Freude gemacht, mit euch PS3-Jungs zu spielen. Ich hoffe, das können wir in Zukunft zwischendurch immer wieder gerne machen. Und dann kann ich den Ball endlich mit euch texten, damit keine Zweifel entstehen, ob jetzt das der richtige Cletus ist oder nicht. Von dem her, ja, passt das. Ihr seht, ich habe wirklich Schwein gehabt, es ist gut gelaufen, darum auch die gute Score. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ciao zusammen.